Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Kapitel 2. Und das letzte Mal bei Rotschürzli? Columbina! Pantalone! Um Himmels Willen! Ich kann nichts für ihn tun. Was? Wird er sterben? Noch in derselben Nacht eilten Dottore und Columbina zur Biblioteca Nazionale Marigiana. Sie hatten Glück, dass Dino, der Assistent des Bibliothekars, noch zufällig vor Ort war und ihnen die Tür öffnete. Da haben sie aber noch Glück gehabt, dass ich noch da bin. Danke, Dino. Es ist aber wirklich ein Notfall. Ja, für dich, Columbina, würde ich die Türen sowieso immer aufmachen. Dino starrte dabei Columbina direkt in den Ausschnitt. Dottore wurde das Ganze langsam sehr unangenehm. Weniger reden, mehr Taten, meine Lieben. Pantalone wird ohne ein Gegenmittel an seiner Krankheit sterben. Trödel, trödel. Columbina und Dino blickten Dottore verwirrt an. Das kommt ausgerechnet von ihm. Die drei merkten nicht, dass ihr Gespräch von Raffaele, dem Diener von Signore Diego il Subdolo, belauscht wurde. So. Der Pantalone ist also todkrank. Ja, das wird mein Meister aber sicher interessieren. Raffaele verschwand im Dunkeln der Nacht. Dino führte Columbina und Dottore in die Bibliothek. Unmengen von Regalen, voll mit Büchern und alten Pergamentrollen, türmten sich an den Wänden. Kleine Treppen führten in die oberen Etagen. Viele kleine Räume waren sichtbar. Da hinten sind die Abteilung von der Krankheiten. Sehr schönes Echo habt ihr hier. Das ist nur in der Haupthalle. Dino führte die beiden in einen weiteren großen Saal. Als Columbina den Saal erblickte, erschrak sie. Das ist ja ein ganzer Saal voll! Da staunst du, was, meine Liebe? Unsere Vorfahren haben uns hier einige prunkvolle und fantastische Werke und Notizen hinterlassen. Weniger Reden, mehr Taten. Der Pantalone hat nicht so viel Zeit. Ach, Dino, mach doch endlich das Echo aus, bitte. Oh, natürlich. Sorry. Natürlich, Columbina. Am besten, wir beginnen in der hinteren Abteilung für seltene Krankheiten. Ach, um Himmels Willen, was ist denn hier geschehen? Dottore bietet sich ein grauenhafter Anblick. Bücher und Pergamentrollen liegen überall im ganzen Raum durcheinander verteilt. Oh je, da sieht's ja schlimmer aus als die Arlecchinos im Zimmer. Irgendjemand hat die ganze Abteilung mit Absicht durcheinander gebracht. Und wir haben gerade Personalmangel. Was meint ihr, wieso ich so spät in der Nacht noch da bin? Das ist ja furchtbar! So werden wir ja nie fertig. Heilige Maria, da brauchen wir Ewigkeiten. Keine Sorge. Zum Glück bin ja ich da. Ha! Ab an die Arbeit. In der Zwischenzeit im Hause von Signore Diego. Alte Pantalone.
Ja, ich zeig's dir. Jetzt hab ich dich. Meister! Meister! Wer? Wie? Was? Wieso? Weshalb? Warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Raffaele! Weißt du eigentlich, wie spät das es ist? Du hast mich nur so zum Spaß aufgeweckt. Diego zückt sein Messer und zeigt damit bedrohlich auf Raffaele. Meister, denken Sie an Ihren Blutdruck. Das Messer wird nicht nötig sein, weil ich habe eine unglaublich gute Nachricht für Sie. Aha! Du hast also endlich deinen Verstand verloren? Noch besser. Raffaele beginnt freudig um das Bett herumzuhüpfen. Ah, du hast eine Frau mit schönen, runden Melöneli dabei. Oder noch besser, wir machen mehr Einnahmen als der Pantalone. Nicht dran, aber noch besser. Ja, spuck's endlich raus. Der Pantalone Ja? ist... Ja? Jetzt bleib mal stehen. Der Pantalone ist todkrank und wird bald sterben. Ja, super, genial, fantastisch. Ich warte schon ewig auf den Tag. Aber Was aber? der Dottore und Columbina probieren es Heilmittel zu finden. Was? Und du hast sie nicht aufgehalten? Diego packt Raffaele am Kragen und schmeißt ihn auf den Boden. Au! Ich bin halt nicht so gescheit wie Sie, Meister. Ja, stimmt auch wieder. Oh, ich darf nicht zulassen, dass der Pantalone das überlebt. Wo sind die beiden? Ha! In der Bibliothek. Der Dino hat ihnen die Tür aufgemacht. Ja, das ist ja super. Da hast du doch letzthin einmal ein Durcheinander veranstaltet, oder? Ja, das ist lustig gsi. So werdet ihr ewig haben, um ein Gegenmittel zu finden, Meister. Ja, das ist es. Ich habe eine Idee. Komm mal da an. Diego packt Raffaele am Ohr und flüstert ihm seinen diabolischen Plan ins Ohr. Und dann... Das ist gut, Meister. Und dann musst du... Oho, ja, sehr gern, Meister. Genau so machen wir am Pantalone den Garus. Psst. Ja! Ende von Kapitel 2. Geschichte vom Rotschürzli von Linda Weidmann. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.